Aufgewachsen bin ich eigentlich im Kanton Aargau. Genauer in Seeon, im Seetal. Und dort habe ich eigentlich meine Schulzeit absolviert. Wir hatten eine Papeterie und eine Buchbinderei daheim, als so ein Tante-Emma-Stil, Ladenstil, muss ich sagen. Und ich hatte eigentlich eine gute Jugend und habe mit 9 Jahren einmal das Harmonium gesehen vom Blaukreuzverein. Und das Harmonium hat mich begeistert. Ich habe gefunden, das ist jetzt was Lustiges, dass wir hier trampeln können und dann oben austönen. Und dann haben sie mich geschwind einmal in die Stunde geschickt. Und ein bisschen später, mit 11, habe ich den Kirchenorgel entdeckt und gefunden, das ist jetzt schon ein gewaltiges Instrument. Das hat mir unheimlich gefallen. Und durfte dort unten lernen, wieder selber Organistin. Und die ist noch gut 2 Jahre später gestorben. Und dann haben sie gefunden, ja, das soll ich jetzt einfach gerade übernehmen und gerade machen. Und das war wirklich so. Ich bin also mit knapp 13 habe ich angefangen, Kirchendienst zu machen und seitdem eigentlich ununterbrochen gewesen. Dann habe ich dann eine kaufmännische Lehre gemacht, in der Gemeindeverwaltung mit Notariat zusammen. Und dort haben sie mich gerade auch wieder gepäckelt als Organist für Abdankungen und dieser Zeug. Und so hat das Ganze noch länger mehr Schwung bekommen. Und der Retti hat dann gefunden, als ich die Lehre fertig gemacht habe, jetzt wäre dann nicht die Zeit, dass ich wieder einmal was Gescheites täte und nicht häufig daneben noch weiss ich was. Jetzt sollte ich mal ins Welschland. Und das hat mir überhaupt nicht gepasst. Ich hatte Französisch schon ein Zettel auf der Latte. Und dann habe ich ganz klammheimlich im Schweizerischen Kaufmännischen Zentralblatt geschaut, ob es nicht irgendwo sonst vielleicht eine Stelle gäbe, dass, wenn ich dann die Lehrabschlussprüfung vorbei hätte, dass ich könnte. Zur gleichen Zeit vor der Lehrabschlussprüfung habe ich noch eine Theatergruppe geleitet im Aargau unten. Und das war tatsächlich so. Also, ich hatte fast nicht die Zeit für die Lehrabschlussprüfung, aber sie ist dann wenigstens auch noch fertig gekommen. Und dann habe ich in diesem kaufmännischen Zentralblatt das munziges Inserat gesehen, Küblis, Suchgemeindekanzlist. Und das hat mich angesprochen, weil ich in gleicher Zeit auch noch Lagerleiter war von das kirchliche Lager, das wir gemacht haben, das Modulein. Und mir ist einfach, glaube ich, Bünden ist mir eigentlich von dort wirklich so ein bisschen ins Herz gewachsen. Und dann habe ich gefunden, ja, Küblis gehen, das tönt gut. Ich weiß zwar nicht, wo es ist, aber ich melde mich. Und so ist es dann entstanden, dass ich vom Unterland im 68 hierher gekommen bin. Gewählt haben sie mich dann. Ich bin nicht ganz sicher, ob nicht damals der Pfarrer Florin noch die Schuld war, dass ich gewählt worden bin. Es gibt eine lustige Geschichte. Ich musste mir vorstellen, Küblis vor dem Vorstand am Samstagvormittag im Restaurant, im Bahnhofrestaurant. Bahnhöfli hat es ja auch schon geheißen. Und ich war zu früh, eine Stunde zu früh. Und dann hatte es unheimlich Schnee, so viel Schnee habe ich noch gar nie gesehen. Und dann habe ich gefunden, jetzt gehe ich mal schauen, wie die Küblischer Kirchen aussehen. Wir wissen ja nie, wenn sie auch mal, wer könnte spielen da drauf. Und dann war der Messmer am Schaufeln und dann bin ich dazu beim Friedhof und habe gesagt, wie man hier in die Kirche kommt und vielleicht auch auf die Orgel. Und da hat quasi der Nutzer, der Messmer, gesagt, ja, in unsere Kirche lassen wir dann nicht jeden Galöri. Ja, so. Dann war der Fall auch erledigt. Und dann habe ich mich gleich erkundigt nach dem Pfarrhaus. Und beim Pfarrer Florin damals gefragt, hat er gesagt, ja, was, Sie spielen Orgel? Ja, das Kunden ist jetzt schon gelegen, das ist jetzt super. Und eine Woche später war die Wahl und der Pfarrer Florin war der Erste, der mir mitgeteilt hat, Sie sind dann gewählt als Gemeindekanzlist. Und im Hinterton aber auch noch gleicher Zeit als Orgeler wäre ich das schon auch noch gewünscht. Er hat es dann so gern. Und der Matti ist die Rechnung nicht so ganz aufgegangen. Er hat gemeint, ich sollte mich jetzt einmal mehr beruflich weitermachen und nicht häufig dann daneben auch noch was. Und das hat es dann einmal nicht gegeben. Und dann bin ich in Prättigen gelandet und mit Gemeindekanzlei war in Küblis, ja. Und habe mich eigentlich noch nicht so richtig vertan. Aber gespielt habe ich in Küblis. Und dann hat es nochmal einen Zufall gegeben, dann ist da zu Aas, ist der ehemalige Pfarrer von Seeon dann da Pfarrer gewesen. Und weil ich schon mit 14 Jahren den Kirchenchor Seeon dirigiert habe, hat er das noch gewusst. Und er hat gesagt, boah, da zu Aas müssen wir einen Kirchenchor machen, unbedingt mit dem Rolf als Dirigent. Und du hast vorhin gefragt, ja, wie ist die Kultur ins Tal gekommen? Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls habe ich hier angefangen mit dem Saaser Kirchenchor. Und der gibt es heute noch, wenn gleich in ganz anderer Form.
Der hat verschiedene Namen bekommen im Laufe der Jahre, verschiedene Grössen bekommen im Laufe der Jahre. Aber geblieben ist eigentlich Aubig als Urgestein der Name Saser Kirchenchor, wie wir es gemacht haben. Der ist ja dann geweitet mit dem Projektchor Mittelprättigau, wo 100 Personen sind oder noch mehr. Und heute ist er jetzt als Nachfolgerchor, hat der Chor jetzt noch, wo heisst Prättiger Sängerleute, und sind erfreulicherweise wieder gegen 50 Leute, die einfach nicht hören wollen. Und die haben mich dann auch im letzten Frühling dazu gebrungen und gesagt, jetzt, wenn du weiter singen kannst du machen, wie du willst. Und jetzt habe ich halt noch einmal Ja gesagt und immer noch mal dran. Das ist mir auch die Kultur, wie sie mit mir ins Tal gekommen ist. Ich habe keinen Menschen kennt im Tal. Ich bin einfach gekommen und habe auch nicht die Absicht gehabt, dort man weiss, was zu machen. Aber es hat sich erfreulicherweise so eigentlich ergeben, ja. Es war dann einfach so, als ich die Küblische Orgel gespielt habe, hat es dann auch wieder Leute gehabt, die gesagt haben, oh, dürften wir auch mal mit dir zusammen spielen. Irgendein Geiger oder ich weiss ich alles. Und mit der Zeit so viel, dass ich fast jeden Abend in der Kirche mit wem spielen. Und das ist mir dann mit der Zeit so ein bisschen überdrüssig gewesen. Und dann habe ich gefunden, warum kann man die nicht alle miteinander zusammennehmen? Und das war dann eine lustige Geschichte. Es hat daraus das sogenannte Prättigauer Talorchester gegeben. 1971. Da habe ich einfach einmal, übrigens dank der Prättiger Zeitung, die mich unterstützt hat mit Florian Liersch und man das auch publiziert hat, habe ich einmal geschrieben, alle, die in irgendeiner Weise was Musikinstrument spielen können, sollen am nächsten Sonntag am 5 Uhr ins Küblische in die Kirche kommen. Und da sind dann 30 Leute gekommen, da war alles vom Schweizer Rögli bis zur Blockflöte und weiss ich was. Die einen haben es was Noten kennt und die anderen haben nichts können. Und wir haben auf jeden Fall ein Stück gespielt miteinander am Schluss. Und das hat gerade Fuß gefasst und ist dann mal 4, 5 Jahre, sage ich jetzt einmal, mindestens habe ich das dirigieren und ist dann ein Band geworden zu diesem Kirchenchor. Und dort haben eigentlich unsere Konzerte angefangen. Ich hatte das Orchester auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Chor. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, ohne riesigen Aufwand schon etwas zu machen. Also ist jetzt ein erster Schritt nochmal in der Kultur, in einem Ort, wo ich eigentlich gar nie daheim war mit Orchesterleiten. Ich habe dann ein bisschen gelesen und ein bisschen studiert und gemacht und einigermaßen können. Und heute muss ich sagen, ja, es ist ja eigentlich unglaublich, was die Leute haben müssen zuhören. Aber es war hübsch gewesen. Und am meisten Freude hat es nicht gemacht, dass es uns gefallen hat. Das war eine liebe Gesellschaft gewesen. Was könnten wir in diesem Tal tun, um das Bewusstsein füreinander zu fördern? Und jetzt kommen wir vielleicht dem auf die Spur, was du vorhin gesagt hast. Das war mir ein sehr grosses Anliegen, weil ich gemerkt habe, wir werden auch von der Regierung, auch von Chur oder auch aus dem Oberland oder aus der romanischen Gegend, werden wir als Aussenseiter gesehen. Wir haben keine Kultur. Und das ist überhaupt nicht wahr. Wir haben sehr eine grosse Kultur. Zum selben Zeitpunkt hat es, sage ich gerne, 25 Gesangsvereine gehabt, wo kein anderes Tal weit und breit hätte bieten. Aber es ist die Natur, es ist naturell vom Prättiger, dass er nicht gerne sich verkauft. Und das hat auch nicht über Klaus aus mögen. Man hätte vielfach sich selber einfach erfreut und begegnet. Ich weiss zum Beispiel am Männerchor Klosters, wo grosse Freilichttheater gemacht hat. Da hat man vor der Klaus draussen keine Ahnung von dem. Aber da war es ein bewegtes Vereinsleben, aber man war zu wenig bewusst füreinander. Und dann habe ich in der Kulturkommission einige Vorschläge gehabt. Der erste war, den ich mitgenommen habe, ich war einmal einen kurzen Moment im Glarnerland noch tätig und dort hat es eine sogenannte Chronik für das Hinterland gegeben. Und die hat mich begeistert. Da hat es in jedem Dorf einen Schreiber gehabt, der einfach aufgeschrieben hat, was gelaufen ist in diesen kleinen Dörfern. Und dann hat es Ende Jahr das gesammelte Werk gegeben. Und das Gedanke habe ich gestohlen vom Lehrer Stüssi und habe dann ins Prättigen geholt und gesagt, was die könnten wir eigentlich auch. Denn der Klosterser weiss bestimmt nicht, was der Sandertönner für Interesse hat oder interessant findet oder gar Volzheina. Er weiss vielleicht nicht einmal recht, wie man auf Volzheina kommt. Und dann konnte ich das bei der Prättigung auch durchbringen, dass man so etwas anzeigen könnte. Voraussetzung war, dass ich in jedem Dorf einen Schreiber gefunden habe, der gratis und freiwillig das gemacht hat. Und habe ihn gefunden. Und zwar auch wieder interessanterweise, weil er es schon gerne hat. Konrad Flütsch, der heute noch lebt, in Sandertönje,
Er hat von jung auf hat er die Sandra-Tönnier-Geschichte als Chronik aufgeschrieben. Und er hat gesagt, ja, nein, das mache ich schon lange, das ist eine gute Idee. Und so bin ich dann auf die Schreiber gekommen und konnte die motivieren und sagen, wir fangen an am 1. Januar. Jeder schreibt einfach mal auf. Und dann hat Florian Liesch von der Prediger Zeitung gesagt, das gibt dann aber einen Haufen. Wir müssen probieren, ein bisschen das Konzept reinbringen. So schreibt der Kloster 50 Seiten und der Pfalzeiner hat vielleicht nur eine halbe Seite und das kann es dann wieder nicht sein. Und das haben wir dann ein bisschen formen und gestalten und das ist dann nicht häufig einfach gewesen, weil es hat dann auch ein bisschen Ärger gegeben zwischen den Einzelnen, wo man dann müssen sagen, hey, es ist einfach zu viel, es mag nicht leiden, die eine Chronik darf nicht länger sein als 8 Seiten, sonst haben wir für die anderen keinen Platz. Und dann ist das entstanden und ich war selber baff gewesen, dass wirklich von allen, für damals 15 Gemeinden, haben wir Chronisten und Chroniker gehabt. Die sind zusammengetragen im November und dann hat man dann gesehen, was das könnte kosten. Und das ist das grosse Problem gekommen. Die Kulturkommission hat gesagt, ja, nein, also, nein, das, ich glaube 4.000 oder 5.000 Franken war das Budget gewesen. Das zahlen können wir haben kein Geld. Dann bin ich zu der Proprätigau und die haben gesagt, ja, das ist das, wo ich nicht ganz sicher bin, ob es funktioniert. Also, nein, ich glaube nicht, dass wir das können. Da habe ich gesagt, weißt du was? Der finanziere ich die Talchronik vor. Und jetzt nimmt mich doch Wunder, ob es nicht so ist wie im Glarnerland, als man mit dem Wunder der Leute das Interesse wecken können. Muss doch funktionieren. Und wir haben die gedruckt und die haben sie vorbezahlt, der Prediger, die Druckerei. Und es ist nicht einmal eine Woche gegangen, ist die Talchronik verkauft in allen Dörfern. Und wir mussten eine zweite Auflage machen vom ersten Jahrgang. So, das war auch wieder ein Stück Kultur. Und was mich da am allermeisten freut, dass es bis auf den heutigen Tag geblieben ist. Die Chronik hat erst einen Wert bekommen, wenn sie im Laufe der Jahre wächst. Und ist in 100 Jahren erst wichtig, wenn man sie sieht heute. Also, ja. Das war auch ein Stück, das ich mir jetzt nicht einfach auf den Rückschrieb habe gesagt habe, wow, das hast du gemacht. Sondern nein, das ist jetzt, vielleicht hätte man das Interesse wecken können. Und das freut mich, dass das Interesse, trotz der Medienvielfalt, die wir heute haben, auch da ist für das Büchlein. Es funktioniert. Das Bewusstsein fördern, wenn es einmal gelockt ist, gelöst ist, das Bewusstsein, und es kommt und es entsteht etwas davon, dann ist eigentlich, habe ich eine Aufreude, dass es so ist. Und dann kann ich es eben gut überlassen. Ich kann wunderbar delegieren, also das darf ich jetzt wirklich sagen. Das fällt mir nicht schwer. Ich muss auch nicht die Nase drin haben, ob es noch tut oder wie es tut und so. Wir sind schon beim nächsten Thema gewesen. Musikschule war das nächste gewesen, auch aus dieser Kulturkommission. Da ist mir das Projekt mit einem Kollegen, den ich hier aus dem Mittelprätig auch hatte, gründlich abverheilt. Und zwar einfach, wenn man gemerkt hat, das ist noch nicht die Zeit. Zum damaligen Zeitpunkt hat es noch nicht funktioniert. Da war noch die Konkurrenzgedanken von den Blasmusikern. Die hatten Jungmusiker und hatten Angst, wir nehmen ihre Gugger weg. Das war überhaupt nicht so. Ich habe einfach aus dem ganzen Empfinden ausgeführt, das wäre der Schritt. Wir haben so viel Musik, so viel Gesang, so viele Volksmusikgruppen. Aber es muss eine Musikschule sein, die nicht elitär ist. Und im ersten Anlauf ist nicht die, ist eine Sapferheit, wirklich. Und dann kannst du jetzt fragen, ja, und dann habe ich aber nicht losgelassen. Im Gegenteil, wieder eine neue Basis gesucht. Wer kommt mir noch zu Hilfe? Hast du eine Schützenhilfe bekommen von einem Musiklehrer der Mittelschule. Sehr wichtig, der aus Simeon, der uns da sehr geholfen hat beim Tragen. Und dann hat man auf einer anderen Ebene aufbauen. Und dann musste ich weibeln, wirklich weibeln. Durch das ganze Predigen bin ich gelaufen, von einer Gemeindeversammlung zu der anderen. Da haben wir 50 Rappen pro Einwohner haben wir verlangt als Grundbetrag, dass wir wenigstens eine Basis hätten. Ja, das haben längst nicht alle Gemeinden bezahlt. Das hat das hochkant abgelehnt. Hey, nun, hat man mit dem leben und schauen, ja, dann machen wir weiter und tun wir dann die Gemeinden auslassen, die jetzt nicht gezahlt haben. Und ich bin dort dagegen und gesagt, nein. Da vermögen Sie die Kinder oder die Leute, die Interesse hatten, der Musikschule nichts. Wir machen es. Und das hat man halt auch probiert. Und ich muss sagen, ich habe gefreut, wie geschwind es gewachsen ist. Von 100 Schülern auf 200. Und langsam sind wir ungefähr um die 300 Schüler sind es gewesen. Wir müssen sagen, ja, es ist ein Problem. Wir müssen zu den Schülern, nicht die Schüler zu uns allein. Es geht einfach nicht, dass wir einen Klavierschüler von St. Antonio verpflichten, gegen Küblis zu kommen und vielleicht den ganzen Mittwochnachmittag muss opfern. Man hat der Lehrer dort rein.
Und da ist also eine sau teure Schule gekommen, weil das die ganzen Spesen und alles zusammen natürlich in die Höhe getrieben hat. Aber parallel dazu ist das Interesse der Eltern, von der Schule, auch vom Schulwesen, gegenüber dieser Musikschule in ein anderes Licht gekommen. Und noch ganz wichtig, auch von der Blasmusik. Die Blasmusik hat auf einmal gemerkt, ja so, die machen uns nicht Konkurrenz. Wir können noch profitieren. Haben sogar Leute, also Lehrer von uns, gefragt, möchtet ihr bei uns nicht einmal einen Kurs? Hat funktioniert. Und dann, was funktioniert hat, habe ich gefunden, das tut es jetzt, Rauber. Pack deine Sachen und gang und lass es laufen. Und es ist weitergelaufen. Und da sind natürlich unter anderem die Schulleiter, die ersten 2, 3 Schulleiter, die wir hatten, sehr wichtig gewesen, die nicht hohe Ansprüche gestellt haben, auch gegenüber der Schule. In Bezug auf die Entschädigung sind Lehrer gewesen, die sonst noch tätig waren in anderen Schulen. Und dann war das Glück, wo wir den Dieter Walser bekommen haben, wirklich als Kreativer und sehr schöpferischer Ideenbringer für die Musikschule. Ich habe ihn kennengelernt anlässlich von der Ausschreibung von der Schulleiterstelle der Musikschule Prättigau. Dort habe ich ihn kennengelernt und natürlich dann am Bewerbungsgespräch. Und dann, nachdem sie mich gewählt haben als Schulleiter, bin ich beim ZAS im Gemeindehaus, also im Schulhaus oben rein gewesen. Und wir hatten das erste Gespräch miteinander nur unter 4 Augen. Er war ja dann mein Vorgesetzter gewesen. Und er hat mir dort einen kleinen Ordner in die Hand gedrückt, so mit ein paar Blätter drin, ein paar Verträge hat es drin gehabt. Er hat es auf den Tisch hergeknallt und hat zu mir gesagt, das ist jetzt deine Musikschule, mach etwas daraus. Und er hat das Leitzeile in die Finger genommen und da habe ich gewusst, jetzt ist es gut, jetzt darf ich das mit Fug und Recht überlassen. Es soll jetzt wachsen im Tal. Ist durchgewachsen und ich habe Freude. Heute, was sind es? 800 Schüler, glaube ich, ungefähr. In seine Projekte, das ist sein Brot, das sind seine Gedanken, das sind seine Ideen gewesen. Die haben natürlich enorm eingeschlagen. Und ich muss jetzt noch sagen, ich weiss, haben Sie gelesen in einer Zeitung, es wird das letzte Projekt sein jetzt, aber es ist noch mal ein Monsterprojekt und eines, das einschlägt und wo ich sagen muss, wenn wir mit solchen Sachen nicht einen Pfahl eingeschlagen haben in der Kultur Prättigen, dann weiss ich auch nicht mehr weiter. Weißt du, wie wir einen farbigen Dialekt haben? Wahnsinnig! Was man da könnte machen daraus und wie ein Haufen Sachen verloren gehen, wenn wir das nicht schleunigst posten. Wir müssen alte Leute befragen mit einem Tonband. Wir müssen alte Leute fragen, wie habt ihr das seinerzeit gesagt und wie habt ihr euch ausgedrückt. Was ist entstanden daraus? Gott sei Dank wieder ein Sammelsurium von wichtigen Leuten, die das schon gemacht haben. Jetzt komme ich wieder. Konrad Flütsch, der eine Kartei gemacht hat mit Sandertönier Ausdrücken. Ein Steffi Nickli von Grüsch, der vor der Prättiger Dialekt, der ganz anders ist als der Sandertönier. Oder ein Hittel Hefeld, Lehrer des Klosters, der der alte Klosterser Dialekt noch aufbewahrt hat. Oder Hans Simmer vom Mittelprättigau. Das sind ganz wichtige Trager. Die sind gekommen mit ihren Karteikistchen unter dem Arm am Samstag und haben gesagt, eigentlich haben wir schon, wenn wir es nur noch zusammenbeigeln. Und dann ist die Krux erst losgegangen. Und zwar, welches ist jetzt der Recht? Welches Wort ist jetzt das Rechte? Und da hat es natürlich, das hat man verteidigt. Der Klosterser hat ganz anders geredet als der Fiederscher. Und der Fiederscher hat gesagt, und ich will, als Fiederscher Dialekt als Prättiger Dialekt gilt. Und der Sandertönier hat gesagt, ja, nein, er hat es anders gesagt. Und dann kommen noch die Seewisser und haben noch mal ganz einen anderen Dialekt. Und das hat uns dann wirklich Bauchweh gemacht, wie formuliert man es, wie macht man es und wie tut man es. Und wir haben den Konsens dann gefunden schlussendlich und haben das erste Prättigauer Wörterbuch produziert. Dank wieder einmal mehr der Druckerei Schirsch. Und wenn wir die nicht hätten und die Prättigerzeit nicht hätten, hätten wir ganz eine wahnsinnig grosse Kulturlücke im Tal. Das ist einfach noch nebenbei. Dank der Bereitschaft, die auch gekommen ist, von der Drucke, haben wir diese Zeug machen. Und das Wörterbuch hat es gegeben. Und das Wörterbuch hat sich nachher schlagartig ergänzt und ist heute das Prättigauer Dialektbuch, heisst es. Und ist ja so dick, habe ich gerade am letzten Freitag in einem Regal gesehen. Das ist ja super. Und dann hat man es noch später aus, als ich nicht mehr dabei war, hat man es ergänzt mit Tonband, oder respektive mit Tonträgern, mit CDs, wo man die Dialekt hört. Und auch noch erklärt bekommt, was es dort mal war. Zufrieden leben. Habt ihr das gesagt, Senatz? Soll ich die zufrieden leben? Weißt du, was das ist? Das wäre jetzt, wenn ich dir etwas gebe, für das ihr da seid. Ich gebe ja auch, könnte noch Kaffee trinken.
Aber mit dem wird ich auch zufrieden leben. Das ist jetzt zum Beispiel ein Saser-Ausdruck, wo man gar nicht gewusst hat, was es sein soll. Ja, und so gibt es noch mehr. Auch Saas hat die Gurt. Gurt ist auch so ein Wort. Das kennt man nur hier zu Saas. Und das ist der Zwischenraum zwischen einem Wohnhaus und einem Stall, also das Zwischenräumchen. Dem sagen die Saser die Gurt. Geht vermutlich ins Romanische, man kann es nicht so sagen. Aber es ist einfach interessant. Und ein ganz interessanter Begriff ist auch der Coyote. Den gibt es nur zu Saas. Was ist das? Hast du eine Ahnung, was ein Coyote ist? Nein, das ist ein Anheicher mit 2 Rädern, mit zwei Velorädern. Und das hat seinen Ursprung da von Saas, weil das einmal ein welscher Einwohner war, der so etwas konstruiert oder hatte. Und dann hat man dann das Coyote gesagt. Und das ist der Coyote. Eben so. Und das hat mich so fasziniert, die Sprachgeschichte hat es Wörterbuch gegeben. Der ist bald fertig. Es kommt noch etwas. Nein, es kommen noch 2 Sachen. Dann hat er gesagt, jetzt haben wir die Sprache auf einem Büchlein, aber haben wir eigentlich auch ein Bilderbuch? Nein, haben wir auch nicht. Wir wissen gar nicht, wie hübsch das unsere Welt ist, wenn wir die hier anschauen, ringsum. Das ist ja verrückt. Wenn man sich vor der Nase hätte, das ist falsch. Das ist das Problem. Und er hat gesagt, jetzt machen wir ein Bilderbuch, ein Fotobuch. Das Fotobuch haben wir auch gemacht. Prättigau in Bildern. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel geheißen hat. Wieder eine Redaktionsarbeit, ja, das war super gewesen. Und das ist auch weg, wieder wie ein frische Weckli. Das ist dann aber noch das, was mich auch gefreut hat. Es ist nie stehen geblieben. Die Leute haben Freude, sich selber zu finden in so einem Buch. Und ich habe das auch gesehen, das Buch heute noch in vielen Regalen steht. Das war auch noch so ein Projekt, das wir gemacht haben. Und der hat jetzt gesagt, jetzt tut es. Und dann ist die Regierung auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt, hey, wir hatten 100 Jahre Rätische Bahn, Langquart, Klosters, wir sollten das Festspiel haben. Und dann bin ich noch auf die Seppbühne gerutscht. Und dann haben wir ein riesiges Festspiel gemacht mit 500 Beteiligten, Cheers 1989 zum 100-jährigen Jubiläum. Das war eine multimediale Sache nach damaligem Vorhandensein von der Technik. Aber wir haben alles gegeben, vom Schattenbild über Beiträge von Videozeugen und Sachen, die wir schon hatten, wie weit. Und haben eine tolle Sache gemacht. Mit einer Uraufführung auch von der Musik her, die extra geschrieben wurde vom damaligen Schulleiter, von Jürg Brüsch. Und er ist dann gestorben, zumindest im Projekt. Und nachher haben wir es gleich umsetzen, dank dem Ueli Surlier mit dem Mittelschulchor. Das war also ein Werk mit grossem Chor, Orchester und Szenerie. Wir haben 2 Winter lang geübt. Alles mit Laienschauspielern vom ganzen Prättigen. Und dann bin ich wieder dort, wo ich angefangen habe, ganz am Anfang. Und ich gesagt habe, es hat fast in jedem Dorf früher Theater gegeben. Und das sind fähige Leute. Das sind Leute, die bis in die heutige Zeit herrlich Theater spielen. Ich gehe auch heute noch Theater schauen, sei es zu Gunters oder zu Furnen oder wo immer auch. Das sind so köstliche Sachen. Und dank dem konnte ich Talent zusammennehmen, so Schauspieler und einen Haufen Statisten. Und dann haben wir eine Monsteraufführung gemacht in der Turnhalle Tschiersch. Hübsch gewesen. Aber ich habe im Hintergrund eine ganz tolle Frau, die man nie gesehen hat und nie gehört. Weil sie kommt nicht hinter einem Eck für. Aber wenn ich die nicht hätte, und die hat als Brems oder als Wegweiser, dann wäre es nicht zu dem gekommen, was sie machen dürfen. Weil sie hat alle wieder gesagt, jo, das ist der Prättiger, ich weiss, der Richtige. Ich weiss nicht, ob man das will. Wie du das wirklich riskieren, das dort rein. Und ich bin auch froh bei einzelnen Sachen, dass sie gesagt hat, lass das gerade sein.
Nein, aber ich erschrecke sie ja selber, was ich schon alles gemacht habe. Wenn es irgendwie wieder mal das Plakat oder etwas, das ich noch von einem Haufen gefunden habe, muss ich sagen, haben wir das auch mal gemacht. Nein, da kann ich mich gut lösen. Wie gesagt, auch das Loslassen eigentlich als Ganzes war nie mein Problem. Ich habe es nicht gerne zurückgelassen, wenn ich gemerkt habe, dass es nicht tut. Dann hat es mich geruht. Dann habe ich gefunden, ja, da ist jetzt viel Herzblut und viel Arbeit und viel Zeit ist drin gewesen. Aber wenn es war, ist es. Ich habe auch der Musikschule, ich bin der heute noch sehr hold. Ich schaue sehr gerne, was sie tun. Aber ich lasse es gerne machen, weil die Strukturen haben sich so verändert. Es war natürlich grossartig. Es war grossartig, weil er hat als Gründer dieser Musikschule hat er eigentlich das Feld vorbereitet für alles das, was nachher an der Musikschule entstanden ist. Er ist zwar dann relativ bald dann zurückgetreten als Schulratspräsident, weil er einfach gefunden hat, jetzt läuft es eigentlich gut, jetzt braucht es mich nicht mehr, jetzt kann ich mich an anderen Orten engagieren. Aber er hat die Musikschule natürlich eigentlich immer weiterhin begleitet. Ja. Ja. Und bei all diesen Vereinen, wo wir waren, wenn wir ein Projekt gemacht haben, war es für mich erledigt. Sogar fast ein bisschen exzentrisch. Ich höre nicht einmal gerne eine CD ab, die wir gemacht haben. Weil für mich war es ein Erlebnis, das wir gerade unmittelbar hatten. Und nachher war es. Und ich gehe mit diesem Eindruck aus diesem Projekt weg. Und dann war es einfach. Ich muss es nicht nochmal hören, sonst habe ich noch kommt noch das andere dazu. Also ich das Gefühl habe, oh, jetzt kommt das dort, was vielleicht nicht ganz so war, wie ich wollte. Und dann rührt es mich eigentlich. Und darum, das ist, wie du es richtig siehst, ich kann es zurücklassen und erledigt haben. Das war übrigens auch in dieser Form jetzt. Man hat ja publiziert, jetzt hört er auf, und jetzt hört er doch wieder nicht auf. Ja, wo bleibt denn da irgendwo mal die Konsequenz? Das ist absolut richtig. Sie haben mir auch Leute gesagt, jetzt habe ich gemeint, du tust nicht mehr und jetzt tust du wieder. Ja, aber auf ganz eine andere Ebene. Erstens hat es einen anderen Namen, zweitens hat es einen anderen Inhalt. Da kannst du jetzt fragen, was ist denn jetzt der Inhalt vom jetzigen Gesang? Ich bin einfach überrascht, dass, wie gesagt, über 40 Leute vom alten Chorgebilde geblieben sind und gesagt haben, wir möchten unbedingt weitermachen. Und ich gesagt, aber nicht mehr mit einem Grossprojekt, weil das Projekt ist immer auch eine Frage der Finanzen. Und seit Corona ist interessanterweise mit den Sponsorenhilfen gar nicht viel los. Die Sponsorenhilfe ist völlig zurückgegangen. Und das Weihnachtskonzert, das wir gemacht haben, hier als Wunsch von ihnen, die das wollen, habe ich gesagt, wir machen es noch, aber das hat ein Budget von 80'000. Und wir sind kein Verein mit Statuten, sondern es ist eigentlich alles an mir gehangen. Mit anderen Worten, wenn es in die Hose wäre, hätte ich die vertraglichen Bedingungen erfüllen, die ich gegenüber den Berufsmusikern, den Solisten hatte. Und das ist mir wirklich in Anbetracht vom Alter zu heiß. Also sowas mache ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir wieder einen Chor. Und ich habe ja auch der Männerchor des Klosters und der Singkreis des Klosters. Das sind jetzt also so die Vereine, die nicht mehr von grossen Projekten träumen. Wenn wir einverstanden sind, machen wir einfach, singen wir Lieder. Und wenn wir mal 2, 3 können, dann können wir schauen, ob wir so eine Woche auftreten oder wenn auch nicht, dann ist es für uns zur Freude. Und dann ist der Schweizerische Chorwettbewerb aufgetaucht, der zu Chur ist. Und ich habe einen Prospekt bekommen, ein Anmeldeformular und solche Sachen. Und dann habe ich das einmal fast wie einen Witz habe ich gesagt, ja, wir könnten ja da gehen. Ja, sofort. Hat der ganze Verein, der gemischte Chor, gesagt, ja, das machen wir schon. Wenn du sagst, das geht, dann tun wir. Und jetzt sind wir dort angemeldet und jetzt fürchten wir fast ein bisschen von der Tatsache, dass wir dort gehen müssen. Und jetzt sind wir in dieser Kategorie. In dem einen Verein sind es nur gerade 5 Chöre, die in der gleichen Kategorie singen tun, vom Tessin und von Montreux und von Zürich und ich weiß auch nicht, und dann noch vom Männerchor Klosters. Und bei der anderen Kategorie, wo da die Sängerleute jetzt sind, ist nicht viel anders. Dort sind wir auch, nebst dem gemischten Chor Haldenstein, sind wir gerade die Einzigen, die in dieser Kategorie auftreten und das vor höchststehenden Juroren und weiss ich. Das habe ich halt, hat das mir angesagt, wo ich selber hinten dran fast Angst hatte. Aber immerhin, es belastet mich finanziell nicht mehr gleich wie mit so einem Grossprojekt. Und andererseits, die Freude ist da, sonst kämen die Leute nicht. Und es sind jetzt im Herbst sogar noch da im gemischten Chor, oder eben in diesen Prättiger Sängerleuten sind mir jetzt gerade 5 neue Leute dazugekommen, die noch nie gewesen sind. Ist auch hübsch. Und das motiviert mich unheimlich. Also dann, wenn ich dann da bin und die Leute so in den Übungsraum kommen, ja, dann stellt es mich dann einfach auf. Und sage, ja, ist das hübsch. Und dann denke ich wieder, wow, bist ein alter Mann, hör doch jetzt auf. Und dann, plötzlich ist das weg. Ich habe im Laufe der Jahre
ja, das darf ich glaube ich sagen, im Prediger gelernt, wie man mit wenig viel kann. Auch mit Reden. Wie man mit wenig Reden viel kann sagen. Und das hat mich fasziniert. Vielleicht ist es die Direktheit, das Gerade, nicht das Komplizierte. Vielleicht muss ich es ein bisschen ausholen und will ja nicht meine Heimat in diese Richtung falsch bezeichnen. Aber wir sind manchmal unheimlich kompliziert. Leute sind im Aargau unten. Irgendwas zerredet, bis fast nicht mehr gegangen ist. Und da hat man nicht viel geredet, aber man hat es nachher gemacht. Und das ist gut für ihn. Bergler halt. Ich weiss es nicht. Hin und wieder auch Leute, die gesagt haben, wie ist dir denn das geraten hier im Predigen? Das ist doch gar nicht möglich, die zu bewegen. Und ich glaube, es hat mir ein Aargauer, der auch im Tal hauset, hat mir einmal gesagt, weißt du, wir hier die Unterländer, wir müssen denen zeigen, was durchgeht. Oder da muss es was herkommen. Wir müssen denen zeigen, das Leitbild und weiss ich was. Er hat gesagt, gar nichts müssen wir. Gar nichts müssen wir. Meine, wenn man so hochgestrebt wird, die Strategie ist ja so, als ich gesagt habe, ich probiere es. Wer macht mit? Vielleicht tut es recht, vielleicht tut es nicht recht. Wenn es nicht recht tut, dann Weidli beerdigen. Aber vielleicht ist das eine Idee. Und dann hat man es vielfach auf dem aufgebaut, dass man gesagt hat, wir machen es einmal. Und das hat der Prediger interessanterweise gesehen und mitgemacht. Er hat gesagt, ja, warum eigentlich nicht, wenn es nichts kostet. Und so haben wir es gemacht. Und also nochmal, was alles, wenn du von sogenannten Projekten reden willst, was ist da dahinter? Eine Idee, probieren, wir machen es. Und die Talchronik hat es gemacht, das Talorchester hat es eine Weile gemacht. Ja, zum Beispiel ganz stark gefördert habe ich auch den Bauernchor Prättigau seinerzeit. Ja, der Kasper Gilledon hat einmal gefragt, ja, meinst du, könnten wir so? Ich habe gesagt, ja, macht doch das, alle Bauern zusammen. Das ist doch so eine tolle Idee. Und am Sonntagnachmittag oder am Mensch auch immer, wenn sie Zeit hatten, haben sie miteinander gesungen, die Bauern. Das war doch herrlich. Leider auch ein Projekt, das jetzt an sich selber scheitert. Sie sind alle alt geworden, wie ich auch. Aber das war auch so etwas, das eine Weile lang gehabt hat und funktioniert hat. Und warum auch nicht? Auch immer wieder gesehen, wie die ganzen gesellschaftlichen Veränderungen eingetreten sind. Eigentlich seit wir jung sind, wenn man jetzt so redet, jetzt ist man alt. Und wenn man zurückschaut, sieht man manches anderes. Und dann muss ich manchmal staunen, ja, wie selbstverständlich das heutzutage bei den Jungen sehr viel ist. Wo einfach ist, weil sie sind aufgewachsen in einer Umgebung, die funktioniert hat, wo auch von der Lebenshaltung her natürlich keinerlei Beeinträchtigung hat. Und das ist jetzt schon weitergegangen in die nächste Generation, die Enkel, die jetzt das natürlich auch voll haben. Und was würde ich diesen Enkeln mitgeben können? Vermutlich, dass es nicht heisst, ja du, wir müssen ja probieren, auch etwas Gescheites weiterzugeben. Und ich sage, hübsch ist oder gut ist, wenn man die Augen auf allen Seiten offen hat. Dass man sich nicht nur auf eine Sache fokussiert, die dann vielleicht sehr interessant ist, wenn man das jetzt gerade präzise als das Richtige sieht, aber dass man versucht, alles ein bisschen in einem Zusammenhang zu sehen. Unser Leben ist ja eine Vielfalt, es ist ja eine Palette von allen möglichen Farben, die zusammenwirkt. Und wenn man das Auge nur für das Rot oder nur für das Gelb hat und das andere nicht sieht, dann gibt es kein gutes Bild. Dann gibt es höchstens ein Flären, einen farbigen Fleck irgendwo. Und das, glaube ich, hoffe ich, dass wir das wie weit haben können, vor allem dank meiner Frau, die natürlich realistisch, aber eben auch sehr willens ist, um das Album wieder zu fördern, dass man zeigt, alles hat seine Zusammenhänge. Von der Musik, von der Kultur zur Gesellschaft, die Gesellschaft zur Politik, Politik wieder ihrerseits für wir auch jetzt zum Sport oder was auch immer ist. Es ist ein globaler Zusammenhang vom Ganzen. Es ist nicht nur ein bisschen. Und das, glaube ich, das dürfen wir sagen, haben wir versucht, mindestens wieder zu zeigen. Das hat der Mittagstisch gegeben, wo ich je nachdem haben wir einmal loswerden, was mir jetzt heute wieder begegnet ist, was ich heute wieder für ein Problem habe. Oder dann der Erfolg oder der Misserfolg von einem Konzert. Wenn ich da das Gutschein geguckt bin und gedacht habe, für was habe ich es überhaupt gemacht? Das haben die Kinder auch mitbekommen. Das haben die Kinder auch gesehen. Es ist nicht alles auf Erfolg aus. Ich glaube, das ist ein ganz wichtig, oder sogar das vom Allerwichtigsten, dass sich auch junge Leute nicht nur mit dem Erfolg messen.
sondern versuchen, die Breite von unserer ganzen menschlichen Gemeinschaft zu erfassen. Und dazu gehört alles. Das Hinterfragen von Krieg. Jetzt wieder, von diesen neuesten Ereignissen, wo man nur noch den Kopf schüttelt und sagt, warum? Das bringt ja nichts. Und trotzdem ist es ein Zusammenhalt, wo irgendwo muss sein. Der Altpfarrer Guyan, der gestorben ist, der hat mir auch, als ich ihn so verzweifelt gefragt habe, wieso tut die Welt eigentlich, wie sie tut. Er hat gesagt, schau, wo kein Licht ist, ist auch kein Schatten. Und das ist doch ganz ein wichtiger Punkt. Suchen wir nach dem Licht, der Schatten kommt von selber, weil der gehört dazu. Aber mit genug Licht können wir den Schatten ausleuchten und vielleicht tut es. Ja. Auch mit dem höheren Alter, wo ich jetzt habe, 75 bin ich jetzt dann. Ja, was ist denn auch für die Zukunft? Aber vielleicht suchen, dass wir ja nicht nur im Schatten stehen, sondern aber wieder suchen, wo könnte es wieder eine neue Lichtquelle geben. Das ist jetzt meine Devise.